das dein Favorite? Ja, ja, einfach so optisch ist er halt schon mein Typ. Gleich am meisten ein Bobby fallen. Nicht? Wieso? Hast du so eine Frage? Weil es mich blendet. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meiner Mom. Ja, hallo. Hallo. Und ihr habt sicher im Titel gelesen, wir machen ein Kiss, Marry, Kill mit Schweizer Promis. Also es sind YouTuber dabei und auch andere Promis, die man einfach kennt, sozusagen, würde ich mal so behaupten. Und weil meine Mom niemand will killen, haben wir es so abgemacht, dass wir sagen, wir dürfen dort die Wüste schicken, oder wie haben wir es gesagt? Ja, irgendwie so. Ich sage es gleich noch kurz, nehmt es nicht ernst für die drankommen, möchte es nur als Unterhaltung und ja. By the way, es ist 34 Grad draussen, wir haben hier 2 Lichter, es ist fucking warm. Nein, fucking darf man nicht sagen. Also ich will gar nicht so viel labern, sondern wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Oh, du bist ja absolut trainiert. Nie trainiert. Du bist on fire. So, wir fangen mit den ersten 3 Kombinationen an. Und zwar ist das zum einen der Adi Totoro, Yay! der Michito und der Nicola Probst. Also, ich fange jetzt gerade mal zuerst mit dem Adi an, weil den kenne ich am besten. Also, der liebe Adi. Also, ich muss sagen, küssen würde ich ihn jetzt nicht. Und zwar No front! wegen dem Schnauz. Aber ich weiss, das weiss ja der Adi, oder? Hat ja schon viele Frauen geschrieben, der Schnauz ist nicht so. Weil ich kenne den Adi schon ziemlich lang und ich weiss, wie er ohne Schnauz aussieht. Und ich finde, er ist sehr hübsch. Er hat schöne Zähne und ein wunderschönes Lachen. Und der Schnauz, ja, also... Aber Hut ab vor dem Adi, was er alles macht. Und ich glaube, der Adi, der wird mal mega berühmt. Und der Adi wird mal reich. Oh. Und darum der Adi heiraten. Aber er hat jetzt schon so fette Klunken an den Fingern, oder? Dann, wer haben wir noch? Michito und Nicola. Der Michito, ja, das ist ein Herziger. Das ist Der küsst mega ein Herziger. Ja, den will ich küssen. Und den Nicola, den kenne ich nicht so gut, aber ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen an einem YouTuber-Treffen, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja. Ich will die Wüste schicken. Ich will einfach die Wüste schicken, sorry Nicola, ich kenne dich noch nicht so gut, aber im nächsten Video gibt es da wieder eine Chance. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube einfach, ich will es gleich machen wie du. Ich will es gleich machen wie du. Der Lionel, der Maelo und der Luca Hani. Erstens einmal, Maelo, ich grüße dich. Das ist mega wichtig. Er hat gesagt, ich muss ihn mal grüßen. Du bist ja der Schweizer, wie sagt man? Reaction Boss. Reaction Boss, Reaktionsboss, genau. Und ich schaue sehr gerne deine Videos, vor allem wenn du über Nathalie ihre Videos redest. Und er hat immer herzige Kommentare über mich gesagt, das muss ich sagen. Und darum sage ich jetzt auch etwas mega Positives über dich. Weil ich finde, du bist sehr ein attraktiver und ein freundlicher und ein lässiger und ein cooler und ich will dich heiraten. Aber allerdings muss ich sagen, ich verstehe ihn nicht immer ganz gut. Ich bin nicht so ganz schlau im Dialekt. Uff. Ich verstehe es nicht immer ganz, was er sagt. Manchmal braucht es fast ein bisschen Untertitel. Ich habe ihn mal gesehen und er hat mich gefragt, irgendwie, was ich für eine Lehre mache. Und er hat es zweimal sagen und ich habe kein Wort verstanden. Ihn würde ich verheiraten, den Maelo, wirklich. Den Lionel kenne ich jetzt auch nicht so gut. Den Luca Hani, ja. Ja, ist noch ein Herz. Die sind aber gleich, auf der gleichen Waage. Du musst aber gleich auch nicht die Wüste schicken. Dann nehme ich den Lionel zum Küssen und den Luca Hani schicke in die Wüste. Okay. Hey, nein, mir ist es umgekehrt. Also, ich glaube, ich würde den Luca Hani heiraten, weil er absolut Cash hat. Und das macht einfach das Einzige, was glücklich macht im Leben, ist halt einfach so, oder? Dann würde ich, glaube ich, den Maelo küssen und den Lionel würde in die Wüste schicken. Peace! Next one ist Can, Michito und Olli Nelson. Fangen wir an mit dem Can, weil den kenne ich natürlich am besten. Der Can war mal bei der Nathalie und sie hat da noch eine Party gemacht, dann hat sie so YouTuber und so eingeladen. Und der Can, das muss ich jetzt einfach sagen, der Can hat am Schluss alles aufgeräumt, er hat geputzt, er hat sogar das WC geputzt. Oh, er ist absolut der Ehrenmann. Der Can hat wirklich alles wieder in die Ordnung gemacht und muss ich sagen, ein Mann, der einem im Haushalt hilft, den musst du heiraten, oder? Übrigens darf ich das auch noch sagen, der Can kann im Fall nähen mit einer Nähmaschine, gell? Das stimmt? Er kann auch kochen. Unglaublich. Also Can heiraten, der kann alles zum Heiraten. Er kann alles im Haushalt helfen, super. Dann haben wir den Michito. Oh, der ist auch so ein Herz. Ja, da steht ich küssen. Ah, der Oli natürlich, der ist der Wutzgut wie der Sedi. Ja. Ja, das ist auch ein Herziger. Aber ich nicht so Also meine Dings wäre, glaube ich glaube, ich muss auch wieder gleich machen wie du. Weil der Oli ist halt irgendwie auch ein bisschen jünger als ich. Und er sieht halt absolut wie mein Bruder aus.
Als nächstes kommt der Marc, also Nilay, der Stefan Büsser und der Alain Berset. Wir dachten, wir nehmen die Leute mal rein, damit wir auch noch ein paar in deiner Generation haben, damit du auch noch ein bisschen... Also, zuerst mal der Marc Galaxy, der nicht mehr Galaxy heisst. Also, der Marc war natürlich auch schon bei uns. Eben an diesen Partys, die Nathalie gemacht hat, habe ich ihn auch schon kennengelernt. Er war sehr netter zu mir, sehr höflich. Tun wir den Marc ihn mal küssen. Dann haben wir noch den Alain Berset. Der ist ein Herziger, der gefällt mir. Der ist so sympathisch, wie der mit seinem französischen Dialekt. Mega ein Herziger. Ich würde ihn heiraten. Und der Stefan willst du schicken? Ja, den kann ich halt. Ah, das ist der so mega gut kann, so Rollbrett fahren und Salto. Nicht? Ja, das hat so leider nicht ganz geklappt. Aber ist halt jetzt Rang 3 bei mir. Sorry, ich kenne die anderen zwei besser. Ich glaube, ich den Marc einfach am besten kennen und die anderen halt alt sind, würde ich den Marc heiraten. Und ich würde... ich glaube, ich würde Stefan Büsser küssen und alle Bärsen würde ich in die Wüste schicken, weil er ist halt nicht so mein Geschmack so... Der Flavio Stucchi, der Maelo und der Lionel. Also fangen wir mit dem Flavio an, also mit dem Stucchi, oder? Ja. Ja, der war auch schon bei uns, mega ein witziger und auch ein freundlicher. Der hat jetzt aber gerade die 80er-Jahre Frisur, die hat er abgesetzt. Er hat alles abrasiert. Er hat fürs Militär alles schnell, alles weg. Er ist kahl rasiert jetzt. Nein, ich will ihn küssen. Kriegt von mir das Bussi. Weil er keinen Schnauz mehr hat. Er kriegt eins auf den Backen und eins auf die Glotze. Und dann heiraten, ja, dann haben wir halt natürlich wieder den Maelo. Das ist ein Herziger. Das ist sein Favorite. Ja, ja, einfach so optisch ist er halt schon mein Typ. Gleich am meisten ein Papi fallen. Nicht? Ja! Da kann ich einfach wirklich noch zu wenig. Tut mir auch leid, aber muss nochmal Platz 3, sorry. Ich glaube, ich würde auch den Maelo heiraten, den Flavio küssen und den Lionel in die Wüste schicken. Die nächsten, der Adi Totoro, der Roger Federer und der DJ Bobo. Wieder mal ein paar alte Säcke am Start. Also ich bleibe meiner Meinung treu. Ich heirate wieder den Adi. Der Roger Federer ist mir sympathisch, den würde ich küssen. Und der DJ Bobo, ja, der soll in die Wüste einen schönen Song machen. Ich glaube, ich würde den Roger Federer heiraten, einfach weil er Cash hat und weil er... Ich weiß doch nicht. Zwar hat er keine Zeit, das ist scheiße. Ich glaube, ich würde den Roger Federer küssen, dann würde ich Adi heiraten und weil ich halt den DJ Bobo, keine Ahnung. So, wir kommen zu der letzten und zwar ist das der Elia, der Joshua und der Can. Also ja, den Can haben wir ja schon mal gehabt. Dort habe ich gesagt, heiraten, bleiben wir bei dem. Und jetzt kommen wir zum Joshua, der ist neu. He? Der Joshua war mal bei uns, der ist wirklich ganz ein kleiner Bub. Flashback. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. End of Flashback. Und jetzt habe ich gesehen, im Video habe ich letztens geschaut, hey, der ist ja mega hochgeschossen. Ich tue ihn küssen. Und der Elia, er hat zwar wunderschöne blaue Augen, das habe ich ihn mal gesehen, aber ich kenne ihn nicht so gut und darum ist er auf Platz 3. Sorry. Okay, ich glaube, ich will es ein bisschen anders machen. Ich würde, glaube auch wieder den Can heiraten. Würde den Elia küssen und den Joshua würde ich in die Wüste schicken, weil ich einfach am wenigsten mit ihm zu tun habe. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt euch unbedingt einen Daumen nach oben. Ich hoffe, es ist nicht allzu cringe geworden. Keine Ahnung. Die Videoidee ist mir übrigens vorgeschlagen worden von einer Zuschauerin, also merci viel mal. Ja, vergessen nicht, mich zu abonnieren und natürlich ganz, ganz wichtig, Glocken aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss. Oh ja, nicht let's go. Tschüss. Gut, tschüss. Ciao. Ich wünsche euch allen eine gute Gesundheit. Tönt immer die Hände waschen, habt immer 2 Meter Abstand, geht nicht in den Ausgang. Genau.